Guten Morgen miteinander. Hey, ich freue mich sehr, dass wir an dem heutigen Morgen nochmal in unsere Serie «Gewöhn dich an Gemeinschaft» eintauchen. Wir haben nämlich die letzte Woche über die Thematik geredet, «Gewöhn dich an Gemeinschaft», wo es um Gewohnheit geht, eine christliche Gemeinschaft. Vielleicht mal als Frage, wer ist mal an so einem Sonntag da in dieser Serie? Hat es mitbekommen? Cool. Doch die meisten von euch. Wir haben sehr vieles gehört aus der Bibel. Wir sind eingetaucht, was Jesus zur Gemeinschaft denkt, wie er Gemeinschaft gelebt hat mit seinen Jüngern. Und wir sehen, da ist eine mega Wichtigkeit drin. Und wir lesen auch, wie das Thema Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft, sich durch die ganze Bibel zieht, wie so ein roter Faden. Und darum glaube ich ganz fest, dass das auch für dich und für mich als Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus heute immer noch eine Bedeutung hat. Hey, und wie wir so fest in der Bibel waren und viel Lehre gehört haben, haben wir gesagt, wollen wir das noch ein bisschen praktisch machen und wollen aus dem Leben hören von verschiedenen Leuten, die hier Teil der GVC Zürich-Oberland sind. Und ich habe 3 Leute angefragt, die heute Morgen mit mir hier auf dem Sofa sitzen und einfach berichten und erzählen, wie sie das Leben, die Gewohnheit, geistliche Gemeinschaft, was vielleicht die Sonnenseiten sind, die Schattenseiten sind. Und ich bin selber mega gespannt, was ich da zu hören bekomme. Wir werden so eine Tagrunde machen und ich freue mich, jetzt gerade mit Ihnen hier hinzusitzen. Hey, bevor Sie raufkommen, möchte ich dich ermutigen, um dich einfach zu öffnen für den heutigen Morgen, für Gottes Reden. Ich glaube, auch wenn das Setting ein bisschen anders ist als eine normale Predigt, dass der Geist Gottes da ist und zu uns reden will, uns stärken will, vielleicht inspirieren, vielleicht klingt bei dir noch mal etwas an oder provoziert dich, ich weiß es nicht. Aber ich möchte dich einfach einladen, um dein Herz aufzumachen für die kommende Zeit. Ist das gut? Yes. Joni ist dabei. Mein Verbündeter. Nein, ich nehme das als Ja. Genau. Hey, cool. Jetzt heissen wir doch die Gäste oder meine Freunde da oben willkommen. Komm, wir geben ihnen einen grossen Applaus, wenn sie da raufkommen. Hey, schön, dass ihr da mit mir sitzt und heute Morgen Einblick geben. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Vielleicht für all die 3 Personen nicht kennen oder eine davon, ich das noch kurz vorstellen. Das ist der Max Münch. Du bist seit etwa 8 Jahren in der GVC, gell? 7 Jahre. Genau, er ist in die GVC gekommen, hat den Alpha-Life-Kurs gemacht, hat so zum Glauben gefunden und ist seit dorthin mit dabei. Ich darf mit dir in der Smart Group sein, das ist mega cool. Dann Dave Thielge, du bist auch schon lange mit dabei, etwa 12 Jahre, mit deiner Familie, der Carmen und den Kiddies. Und Susanne Becker, die mehr oder weniger, wahrscheinlich so zu Anfangszeiten, in GVC Zürich-Oberland dazugestoßen ist. Du wohnst ja zu Uster, direkt neben dem Gebäude. Ich meine, wie kann man da nicht mal reingehen? Genau. Hey, mega schön, wie gesagt, dass ihr heute mit uns werdet teilen, Einblick geben. Und hey, ich würde sagen, starten wir gerade mal. Erzählt uns doch einmal, wie ihr denn die geistliche Gemeinschaft konkret auslebt. Max, willst du starten? Gerne. Also ich erlebe es, das ist eben schon angetönt, am meisten in meiner Small Group. Das ist der Weg, wie ich hier in die Kirche gefunden habe. Das war vor 7 Jahren ungefähr. Und das war das Erste, was ich erlebt habe, so wirklich diese enge Gemeinschaft. Und ich habe das große Glück, dass ich auch wirklich seit 7 Jahren in der gleichen Gruppe bin, mit mehr oder weniger den gleichen Leuten. Und da merke ich sicher am meisten, wie einen das schleift, wie man darin wächst. Das ist für mich sehr, sehr wertvoll. Und der andere Punkt, wo ich es auch sehr merke, ist, ich helfe noch in der T-Church mit. Und da als Teenie-Leiter erlebe ich auch immer wieder Gemeinschaft mit den anderen Leiterinnen und Leitern, mit den Teens. Und das genieße ich auch immer sehr. Sehr schön. Dave? Ja, also ich kann nicht so dienen mit so schönem Hochdeutsch wie der Max, aber trotzdem. Genau, meine geistliche Gemeinschaft, einerseits natürlich die Kirche. Und zwar, wir haben sehr viele Connections untereinander. Wir gehen zum Beispiel als Pfingstcamp jeweils mit oder so. Und ich finde, da ist wirklich sehr viel geistliche Gemeinschaft drin. Und dann auch bei mir so der Dienst. Und zwar, ich bin bei den Kids und so in die Kids Church haben. Einerseits
vorbereiten und planen mit den anderen Leitern und dann aber den Morgen haben mit den Kids zusammen. Das ist wirklich cool. Das ist für mich auch ein Teil von geistlicher Gemeinschaft, die wir haben, weil wir tauchen da mal ein und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und dann auch, was der Max gesagt hat, also die Small Group ist definitiv das Kernelement für mich, wo man wirklich die geistliche Gemeinschaft lebt und zelebriert. Ich gehe in eine Männer-Small Group und das ist wirklich genau der Ort, wo ich finde, dort gehen wir genau dort hin. Cool. Susanne? Ich lebe geistliche Gemeinschaft hauptsächlich in Freundschaften. Ich habe das grosse Glück, ein paar wirklich tiefe Freundschaften zu pflegen. Und ich schaue, dass ich die mit einer Regelmäßigkeit pflegen kann, weil dort bin ich unterwegs mit anderen Leuten. Ich nehme Anteil, sie nehmen Anteil an mir, wir tauschen aus, wir beten füreinander und das ist sehr, sehr wertvoll. Und die andere geistliche Gemeinschaft, die ich pflege als gewohnt, ist, dass ich am Sonntag in die Kirche komme und ab und zu da als CEO mitwirke. Hey, mega schön. Also ihr alle lebt das sehr stark aus, auf verschiedene Art und Weise. Jetzt, manchmal höre ich Leute so sagen, hey, ich komme in die Kirche wegen der Gemeinschaft. Es ist super, es gibt super Essen nachher, man kann schwätzen, ich treffe Leute, so ein bisschen in meiner Lebensphase oder vielleicht in meinem Alter. Und ich glaube, das ist ein wichtiger und ein guter Teil, das ist sehr der soziale Teil. Wie macht ihr es denn zu einer geistlichen Gewohnheit und nicht nur zu einer sozialen Gewohnheit? Dave, willst du starten? Ja, genau. Und ich mache es wirklich so, ich habe so die Erwartungshaltung an Gott, dass ich irgendwie komme und sage, Gott, ich möchte nicht nur in dem Sinn einfach einen guten Morgen haben und irgendwo durch bestärkt wieder gehen, sondern dass ich wirklich sage, ich möchte etwas mitnehmen. Und egal, ob es jetzt etwas ist aus dem Worship, irgendein Song oder etwas aus der Predigt oder vielleicht auch das Gebet wie im Abendmahl oder das Gespräch, einfach so, dass ich sage, Gott, ich möchte etwas mitnehmen, etwas, was mich verändert und nicht einfach nur komme zum Konsumieren, sondern irgendwo durch auch, ja, ich erwarte das von Gott, dass er mir etwas schenkt und probiere mich auf das einzustellen. Genial. Und das erlebst du auch? Ja, das erlebe ich, nicht immer. Manchmal ist wirklich, dann denke ich, was nehme ich jetzt mit? Und dann bin ich ein bisschen selber mit mir am Überlegen. Aber oft ist es wirklich so ein bisschen, gerade wenn wir heimfahren, zu überlegen, hey, diesen Punkt nehme ich mit. Oder daran, das möchte ich noch ein bisschen bewegen. Ja. Ja. Für mich lassen sich die beiden Aspekte von sozial und geistlich wie fast nicht trennen. Kirche ist Family für mich. Ich habe selber wenig Family da, noch Blutsverwandte. Und dieser Teil ist für mich mega wichtig, dass die Church Family ist und dass es sozial ist, dass ich Leute sehe und schwätzen kann. Aber das andere ist, es ist eine geistliche Familie. Wir sind durch den Geist Gottes verbunden und auch mit Leuten, die ich sonst nichts zu tun hätte, weil die Interessen nicht ähnlich sind. Aber wir haben etwas Gemeinsames, was uns verbindet. Das ist der Geist. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Das ist Jesus und das ist der geistliche Anteil davon. Ja. Ja, ich denke auch, das, was du sagst mit dem gemeinsamen Ziel, ist für mich auch sehr wichtig. Grundsätzlich, wenn ich so drüber nachdenke, gerade so Mittwochabend, Sonntagmorgen, die Zeiten, oft gehe ich vor allem wegen des Sozialen hin, aber dann an den Tagen, wo ich vielleicht nicht wegen des Sozialen kommen würde, gehe ich trotzdem hin, weil diese geistliche Gewohnheit, die formt mich auch langfristig. Und für mich ist es dann sehr eine Frage, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln, wo möchte ich hingehen in meinem Leben. Und das ist für mich ganz klar, dass ich immer weiter im Glauben als Christ wachsen möchte, so die Heiligung, der altmodische Begriff. Und dazu ist es einfach wichtig für mich, dass ich regelmäßig herkomme. Ich merke, dass ich dadurch am meisten wachse. Mega spannend. Du schaust nicht nur Gewohnheit an, ob du gerade Lust hast oder was machst, sondern hey, wer will ich sein in ein paar Jahren? Ja, so ein Ziel. Gewohnheit ist ja etwas, was man immer wiederholt tut. Darum ist es eine Gewohnheit. Warum geben dir dieser Gewohnheit so einen Stellenwert und dieser Gemeinschaft? Was bringt euch das schlussendlich? Das ist wie beim Zähneputzen. Das ist auch eine Gewohnheit. Und ich habe mich mal entschlossen, dass ich keine Löcher in den Zähnen will. Darum putze ich regelmäßig Zähne putzen. Ich muss mich nicht jedes Mal wieder entscheiden, will ich jetzt oder will ich nicht. Ich komme in den Gottesdienst, weil ich keine Löcher in der Seele will. Und darum bin ich regelmäßig da. Cool, come on. Bei mir ist es einfach so, ich will wirklich, eben was ich vorher gesagt habe, ich will vorwärts kommen und darum mache ich das auch. Und darum finde ich auch das GVC-Motto, sage jetzt mal mit dem Next Step,
Gedanken so gut, weil ich wirklich sage, das ist eigentlich genau das. Ich möchte wirklich weiterkommen und nicht stehen bleiben. Das ist eigentlich so mein Hauptpunkt. Und vielleicht, ich bin voll bei euch, um noch was anzuhängen, es macht einfach extrem viel Spaß. Cool. Ja, und vielleicht noch, es ist auch für mich so ein bisschen die reservierte Zeit für Gott. Weil manchmal läuft so viel und das ist der Fokus, der dann wirklich ist. Und den hätte ich, glaube ich, sonst nicht, wenn ich die Elemente nicht hätte. Jetzt gerade Small Group oder Gottesdienst oder sonstige Anlässe. Und das hilft mir, so den Fokus zu behalten und die Zeit. Ja, ja. Hey, mega schön. Das macht richtig an, oder mich einmal, wenn ich das so höre. Genau, und ich glaube, wir alle wissen, das Ideal oder das ideale Bild von Gemeinschaft, das tönt super, das ist etwas, was wir uns wahrscheinlich alle wünschen, wie wir tief im Kern in einer Gemeinschaft uns wünschen und uns danach sehnen. Aber die Realität ist leider auch, dass es eben manchmal so Punkte gibt, die uns abhalten, wo es uns vielleicht so ein bisschen ein Hindernis schafft oder das Hindernis gibt. Das kann sein, verschiedene Gründe. Das könnte das sein, zum Beispiel Zeitmangel, ein mega voller Terminkalender, vielleicht der Job oder die Familie, wo es nicht einfach so einfach zulässt, um in die Gemeinschaft zu kommen. Vielleicht Leute, die sagen, hey, ich bin eher introvertiert oder ich bin hochsensibel und mich kostet es sehr viel, in eine Gemeinschaft hineinzugehen. Verletzungen, Enttäuschungen von einer geistlichen Gemeinschaft, Sport, Hobbys, die in die Quere kommen, 1000 andere Möglichkeiten, die wir alle kennen. Oder vielleicht einfach sind das überhaupt nicht meine Leute, die ich damit abhängen will. Oder so gibt es ganz viele so Hürden. Und wie ist das bei euch? Kennt ihr denn auch so Hürden? Oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also gerade der Mittwochabend ist bei mir manchmal umkämpft, einfach wenn ich irgendwie schon 9, 10 Stunden arbeiten musste, Überstunden schiebe und dann nicht mal Zeit habe, nach Hause zu fahren, sondern von der Arbeit direkt hierher in die Small Group fahre. Bin ich manchmal ein bisschen müde und nicht ganz so motiviert, vielleicht noch Kopfschmerzen dazu. Kenne ich auf jeden Fall. Und das sind dann so die Abende, wo es wirklich die Gewohnheit ist, wie das Zähneputzen. Macht man einfach, nicht drüber nachdenken, das zieht es dann einfach durch. Ja. Ja, wir sind die Mittwochabende auch umkämpft. Das ist definitiv so, weil es läuft so viel. Jetzt gerade wieder letzte Woche bin ich heim auf dem Arbeiten, habe dann gerade noch ein Telefongespräch gehabt, dann noch mit dem Noah Aufzug gemacht und habe dann auf dem Weg ins Mahlgrub ein Brot genommen und das gegessen. Also nicht so krass wie bei dir, aber doch also zack, zack. Und dann manchmal kommt man dann in das Mahlgrub an und ist dann doch eher so ein bisschen erschöpft. Und trotzdem habe ich mir gesagt, ich möchte die Termine ganz fix in meinen Kalender eintragen, weil es mir einfach extrem wichtig ist. Und ja, ich probiere wirklich da einen Fokus zu setzen, obwohl es eben umkämpft sind, gerade diese Wochenabende. Und bei uns ist nicht nur am Abend viel los, sondern auch am Sonntagmorgen. Und zwar meine 2 Boys und ich, alle machen Sport und sind dann da in unserer Meisterschaft eingebunden. Und dann ist immer genau die Frage, wenn dann so ein Fußballmatch ist oder ein Unihockey-Spiel, was machen wir jetzt? Und wir hocken da mal als Familie zusammen und wirklich überlegen, was steht an. Und wir möchten einfach für uns und auch für unsere Kinder sagen, dass irgendwo der Gottesdienst steht für uns über allem. Oder anders ausgedrückt, nicht einfach, wenn nichts los ist, gehen wir in den Gottesdienst, sondern wirklich sagen, unsere Prio ist der Gottesdienst am Sonntagmorgen. Und ja, es mag mal eine Ausnahme geben, dass man jetzt sagt, hey Robin, das Fußballspiel ist dir jetzt so fest wichtig, dann machen wir jetzt eine Ausnahme. Das gibt es und das soll es auch geben. Aber einfach vom Prinzip her möchten wir da den Fokus auf das setzen, weil sonst ist es einfach so umkämpft und verzettelt. Ja. Bei mir ist es noch ein anderer Aspekt. Hochsensibel, das ist so ein Wort, so ein Modewort. Ich vergleiche es ein bisschen mit Geschmacksnerven. Die einen Leute, die können ihre Pizza würzen mit Salz und Pfeffer und Chiliflocken und alles. Und die anderen, die brauchen den Preis und Oregano und gut ist. Und ich beschreibe das so, weil es ist so ein bisschen meine Sozialnerven, die sind ein bisschen empfindlicher. Die einen Leute haben Ramba-Zamba gerne in der Grossgruppe und könnten das auch 3-mal in der Woche haben. Und bei mir ist es ein Waldspaziergang mit einer guten Freundin und wenn dann noch die Sonne scheint und das Vögel zwitschert, dann bin ich geflasht, langt. Muss ich mich zuerst wieder erholen. Und darum, ich habe gute Gründe, um in die Kirche zu kommen und ich sage nachher noch etwas dazu. Aber das ist auch der Grund, wieso ich dann vielleicht nicht zum Mittagessen bleibe, weil es mir einfach gleich mal zu laut wird und ja, ich auch mega gerne allein bin, mit mir allein unterwegs bin und das auch schön ist. Ja. Das ist schön, dass es so wenig braucht bei dir und du bist happy. Genügsamkeit im Kleinen.
Mega schön. Hey, danke vielmals für das ehrliche Teilen. Ich glaube, wir alle kennen so Hürden. Ich hatte auch schon so eine Hürde gehabt. Ich habe jetzt gefunden, hier in dieser Runde teile ich die auch ehrlich. Ich schwätze manchmal ein bisschen mit. Und zwar finde ich es manchmal schwierig, wenn in einer Gemeinschaft Menschen keinen Perspektivenwechsel machen können. Also das bedeutet, wenn eine Person fest bei sich ist, sein Bedürfnis sieht, das voll legitim ist und eine Berechtigung hat, vielleicht das von seinem eigenen Kind oder der Familie, aber das wie das Wichtigste anschaut und Perspektiven vom Gegenüber wie nicht einnehmen kann oder vielleicht nicht will oder Kommunikation nicht stattfindet. Und ich glaube, so ein Perspektivenwechsel ist mega wichtig in jeder Gemeinschaft. Ob Ehe, Familie, Team, in einer Kirche. Ich glaube, wir alle kennen das. Und ich glaube, wenn das nicht stattfindet, dann kann es miteinander schwierig sein, es kann herausfordernd sein, es kann frustrierend sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte eine Zeit gehabt, wo das von mehreren Leuten ich so ein bisschen erlebt habe, wo vielleicht auch ein bisschen geballter gekommen ist, wo so ein bisschen im fehlenden Perspektivenwechsel herum war. Und das hat mich oder auch uns viel Energie gekostet. Und habe ich zum Teil auch enttäuschend gefunden, gerade in so einer Gemeinschaft, wo wir als Brüder und Schwestern im Glauben unterwegs sind. Und da ja, habe ich das auch mehrmals hinterfragt, die Gemeinschaft. Und ja, wie gut tut mir das? Und das will ich ehrlich auch teilen. Das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und so, glaube ich, hat wahrscheinlich jeder von uns ein Hindernis einmal oder zu einer gewissen Zeit mehr oder weniger. Und mich würde interessieren, wie ihr euch trotzdem überwindet. Also weißt du, Susanne, du könntest schon daheim sein, den Livestream schauen, was eine super Sache ist. Dort kannst du deine Lautstärke einstellen, abstellen, muten. Darfst allein sein. Wie überwindest du dich, dass du trotzdem kommst und du bist noch CEO, machst CEO-Einsätze, die lange Einsätze sind. Fände ich spannend von euch zu hören. Ja, also ich weiss nicht, ob es ein Überwinden ist, vielleicht mehr so ein bisschen ein Prioritäten setzen. Manchmal ist der Gottesdienst toll und lässig und inspirierend und ich kann emotional mitschwingen und manchmal auch nicht. Die Frage ist, ob das Zentrum ist, ob das wirklich der Gradmesser von der Qualität ist. Ich glaube einfach, dass es in der unsichtbaren Welt einen ungeheuren Eindruck macht, wenn wir zusammenkommen. Das ist der sichtbare Liebe Christi auf der Welt. Und gleichzeitig sind wir seine makellose und schöne Brut, die zusammenkommt. Wenn wir zusammenkommen, dann bekräftigen wir das. Dann sagen wir, ja, das stimmt. Was in der Bibel steht, was in der Offenbarung steht, das stimmt, weil wir machen das jeden Sonntag. Und da kann ich ein Teil sein davon und als CEO auch einen Teil beitragen dazu. Das würde ich nicht missen wollen. Also dann gehe ich halt am Nachmittag schlafen, ist völlig egal. Aber das ist so wichtig, das Bollwerk gegen das Dunkle, wo wir da anstehen und Licht ausstrahlen. Auch wenn man nicht irgendwie gross etwas sieht in dem Sinn von Evangelisation oder Anlässe oder so, aber in der unsichtbaren Welt macht das so einen Eindruck, das glaubt ihr gar nicht. Und das ist so wichtig, dass wir das machen. Mhm. Mega schön. Ja. Max? Also da kann ich fast gar nichts anhängen, das war super. Aber was für mich noch so ein Aspekt ist, ich habe gemerkt, ein bisschen wie Joni das vorhin vorgelesen hat, gerade jetzt so die Mittwochabende, wenn ich manchmal auch nicht so Lust drauf habe, ich neige sonst nicht so zu extremen Formulierungen, aber ich glaube tatsächlich, ich habe es jeden Mittwochabend so erlebt, dass ich anders aus der Small Group rausgehe, als ich reingegangen bin. Und egal wie negativ oder ausgelaugt oder schlecht ich mich fühle, danach fühle ich mich erfüllt und aufgebaut und ermutigt für den Rest der Woche. Und das ist einfach eine Erfahrung, die ich so oft machen konnte, dass ich jetzt inzwischen darauf zurückgreifen kann und inzwischen weiß, okay, ich habe vielleicht keine Lust, aber geh trotzdem hin, wird dir gut tun. Ich weiß, danach wird es sich besser anfühlen. Und das hilft mir natürlich extrem so als Motivation. Cool, mega cool. Ja, und vielleicht ein Aspekt ist noch so ein bisschen, bei uns geht es in der Small Group oft dann auch um den Gottesdienst. Und es ist wie so der zweite Teil, wo ich sage, ich war im Gottesdienst, habe vielleicht viel mitgenommen, vielleicht auch nicht so viel, aber in der Small Group ist es dann so, dass wir angehen und nochmal tiefer tauchen und uns mal 2-3 Fragen überlegen. Ich finde jetzt gerade auch letzten Mittwoch, wo man zwar so das Theoretische da von der Bühne gehört hat, aber nachher, was heisst es für uns im Alltag, das haben wir dann miteinander besprochen und das ist sehr, sehr tief gewesen, sehr spannend gewesen und hat eigentlich wieder den zweiten Schritt von dieser Message in mir ausgelöst. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, zu sagen, das gehört für mich so ein bisschen dazu. Dass dann ist es so stimmig und dann kann ich wirklich am meisten mitnehmen.
Und ja, ich habe auch so ein bisschen, wie der Max gesagt hat, einfach im Sinne von, ich gehe, weil ich selber mega schade finde, wenn andere nicht kommen. Erstens mal, weil ich dann denke, das wäre jetzt spannend gewesen, mit dieser Person zu diskutieren. Und andererseits einfach zu sagen, ich möchte einfach da konstant sein und nicht heute so, morgen so. Mhm. Ja. Das ist ein spannendes Stichwort, andere. Das leitet gerade über zu meiner nächsten Frage. Muss es denn mir immer etwas bringen? Die Gemeinschaft oder die Gewohnheit? Oder darf es auch mal um die anderen gehen und vielleicht ihnen etwas bringen? Was denkt ihr da dazu? Also, bei mir waren es 4 Worte. Und zwar, ich war in der Pfingstgemeinde, auf der Empore, und ich war Teenie. Es war Januar. Und wieso bin ich auf der Empore gehockt? Weil, wenn man als Teenie ein bisschen spät kam, hat man auf der Empore so reinsneaken und es hat niemand mitbekommen. Dann waren wir da oben und dann ist es Anfang Januar darum gegangen, was ist das neue Motto von dem kommenden Jahr. Und der Pastor hat die 4 Wörter gesagt und ich habe gedacht, ist das altmodisch. So bünzlig und so, das ist total für nichts. Und tatsächlich hat mich die 4 Worte bis jetzt, und das ist irgendwie gut 30 Jahre später, immer wieder eingeholt. Und es geht voll in das rein. Und zwar die 4 Wörter waren, oder das Jahresmotto war, tu es für Jesus. Und das klingt vielleicht jetzt mega banal oder so mega so ein bisschen abgedroschen, aber es bringt so viel Farbe in meinen Alltag, weil ich mir die Frage immer wieder stelle, oder einfach immer wieder mal, wenn es um etwas geht, wo ich eigentlich nicht gerade Bock habe oder keine Energie habe, oder wenn es darum geht, jemandem zuhören oder für jemanden etwas machen. Und dann stelle ich mir die Frage und meistens sind dann meine Zweifel gerade auf die Seite gewischt. Und so ein bisschen bezogen auf Small Group Gottesdienst, ja, oft ist es so, dass ich etwas mitnehme und kann sagen, hey, das nehme ich für mein Leben mit. Und manchmal bin ich bewusst, es geht auch um die anderen. Es geht, so wie die anderen manchmal mir etwas geben, geht es vielleicht auch darum, dass ich meinen Schritt mache oder mal wirklich eben zuhöre oder mal eine Frage frage oder mal auch wirklich unterstütze. Und darum glaube ich, ist es beides wichtig, weil nur so funktioniert es. Mhm. Ja. Ich finde es auch immer sehr cool, wenn ich für andere Leute da sein kann, sei es in der Small Group Sonntag am Morgen oder natürlich vor allem bei den Teens, wo ich sicherlich mehr gebe, als ich für mich rausnehme, auch wenn ich sehr viel Gutes für mich rausnehme. Für mich ist es ein Übungsfeld auf eine gewisse Art. Ich möchte ja in meinem Leben auch immer weiter mich von Gott einsetzen lassen für alles Mögliche. Und in einem Rahmen von einer Small Group kann ich alle möglichen Fähigkeiten wie aktives Zuhören, Leute unterstützen, ermutigen, sehr gut üben, ausprobieren und lernen, wie man das gut machen kann. Und das sind Fähigkeiten, habe ich jetzt gerade vor einer Woche tatsächlich gemerkt. Da war ich bei einer Hochzeit und da war eine Person, die war so ein bisschen am Rand, hat sich nicht so wohl gefühlt. Und da dachte ich, okay, auf die gehe ich jetzt zu und habe ein Gespräch angefangen und nachgefragt, versucht ein bisschen rauszuhören, wie diese Person so drauf ist, was sie beschäftigt. Genau die Sachen, die ich in der Small Group auch machen würde. Und habe dann später über 1, 2 Ecken auch das Feedback gekriegt, dass das für diese Person was sehr, sehr Schönes war und für sie sehr wertvoll war. Hey, mega cool. Ja. Mir ist jetzt gerade spontan in den Sinn gekommen, als ich zur Strahlung war, bei der Hillsong, hat mal eine Pastorin gesagt, hey, manchmal das Stärkste, was du machen für jemand anderen, ist einfach Show up. Oder? Und ich glaube auch, es gibt Zeiten, wo man auch für sich nehmen oder wenn es einem nicht gut geht, etc. Das ist gar keine Frage. Und das habe ich wirklich einfach auch schon oft da erlebt, dass vielleicht ein Gespräch mit einer Person und die Person ist nachher heim, die gar nicht gewusst oder vielleicht jetzt nicht der spektakuläre Sonntag gehabt, wo Gott gerade das Wort zu ihr geredet hat, aber in meinem Leben hat sie etwas geredet und etwas hinterlegt. Und das habe ich dieser Person nachher mal gesagt und die war so ermutigt. Und ich glaube, das ist genau das, manchmal so im Zwischenmenschlichen oder füreinander beten, aufeinander zugehen, Eindruck weitergeben, wo es ja vielleicht jemand anderes profitiert, aber wo man befähigt weitergeben. Dann zum Thema Freundschaften und Groups. Wie gestaltet ihr das, damit es einen Tiefgang gibt, damit es nicht einfach oberflächlich bleibt und dass der Glaube Platz hat? Dave, wie macht ihr das zum Beispiel bei eurer Männer-Small Group? Ich frage jetzt bewusst dich, weil ich habe auch schon gehört, dass es vielleicht für die einen Männer oder bei den einen Männern manchmal schwierig ist. Natürlich nicht bei uns in der GVC. Ja, aber wie macht ihr das? Ich höre manchmal von dir, wie du so begeistert erzählst von eurer Small Group. Wie kommt ihr da in die Tiefe?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich erlebe das andere, was du gesagt hast, dass Männer oft so ein bisschen zurückhaltend sind und nicht so tief haben, definitiv. Auch viel im Sport oder Nachbarschaft und so, das gibt es definitiv. Ich finde wirklich, unsere Small Group ist auf dem Weg oder ist dran, wirklich da sehr, sehr tief zu kommen. Und ich muss euch schnell das Setting sagen. Also wir sind so bis zu 8 Männer, wo wir uns treffen, bei jemandem daheim. Sehr gemütliche Runde. Wir sind sehr verschiedene Charaktere. Alle mehr oder weniger im gleichen Alter, aber einfach total andere Hintergründe und andere Ansichten und genau, so ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Dann hocken wir dort, haben feine Snacks, oft trinken wir ein Bierchen dazu und dann tun wir zuerst einmal austauschen. Wir sagen, hey, was beschäftigt uns? Und dann kommen zum Teil schon sehr, sehr Herzensanliegen auf den Tisch, oder wo wir besprechen und sagen, hey, da habe ich Mühe oder das beschäftigt mich oder Krankheiten in der Familie oder wie immer. Und dann tun wir das teilen miteinander. Dann teilen wir aber auch, was Gott gemacht hat, was wir Cooles erlebt haben, was uns ermutigt. Und dann beten wir füreinander. Das ist immer so mega stark, dass wir sagen, wir beten von Anfang an, wie wir sagen, das darf auf keinen Fall zu kurz kommen. Weil das ist wichtig. Cool. Und nicht so, wie wir es auch schon erlebt haben, so um 10 vor 10 Uhr, jetzt müssen wir auch noch schnell und machen wir halt nur jeden ein Gebet. Sondern richtig, wir haben das Zeit dafür. Und der zweite Teil ist dann wirklich darum, entweder ist es ein Thema oder es geht um den Gottesdienst, wo wir dann wirklich das ein bisschen auseinandernehmen und dann uns wirklich auch sehr offen sind, auch mit Sachen, die wir nicht gleich sehen. Auch wenn jetzt zum Beispiel jemand etwas erzählt und denkst, hey, ich finde eigentlich, du bist mega auf dem Holzweg. Und wir haben uns das so ein bisschen bewusst zum Teil und zum Teil unbewusst also ein bisschen zugesprochen, hey, wir dürfen einander ins Leben hineinreden und wir sollen sogar. Auch wenn es nicht so angenehm ist, vielleicht einmal, aber das bewegt etwas. Und wenn man sich so ein bisschen verletzlich macht, und ich finde, es hat fest mit dem zu tun, dann ist das ansteckend, weil wenn ich etwas von mir teile, dann fällt es den anderen auch viel, viel leichter. Und das Zweite, es schafft einfach Vertrauen. Und ich will nicht sagen, dass ich bei jedem Small Group Abend dann mega denke, wow, das ist wieder jetzt total, weiss ich was gewesen. Aber sehr oft gehe ich irgendwie bewegt heim, nimm etwas mit, nimm ein paar Gedanken im Rucksack, bin ermutigt und gerade die verschiedenen Meinungen, das schafft irgendwie Tiefe und das hinterfrage ich hinterfrage meine Position durch das immer wieder. Und das ist ja wertvoll. Ich würde sagen, wir haben eine sehr tiefe Gemeinschaft, obwohl wir so verschieden sind. Ja, mega schön. Und würdest du sagen, das ist ziemlich gleich am Anfang oder hat euch das Jahre gebraucht? Ja, gute Frage. Ich glaube, das hat sich ein bisschen entwickelt. Am Anfang ist man sich Meinung, also sind wir gleicher Meinung gewesen. Und irgendwann hat jemand so ein bisschen angefangen zu sagen, eigentlich für mich stimmt es nicht oder was du machst, sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Und dann hat jeder, glaube ich, den Schritt müssen machen, um zu sagen, ich gehe auf das ein und ich gehe den Weg mit. So ein bisschen nicht einfach nur den gemütlichen Zusammenhock-Abend haben, sondern ich gehe ein bisschen auf eine Reise mit mir selber, mit unserer Gruppe. Und dann hat das immer mehr angefangen. Und wirklich, es ist total lässig, wir challengen uns auch, indem wir gesagt haben, zum Beispiel, wir haben das Gebetsanliegen und jeder probiert jeden Tag dafür zu beten und immer schickt einen Daumen auf in unserem Chat und das ermutigt so, einander dran zu bleiben und so. Der Spirit, ich finde, das überträgt sich mega. Mega cool, hey. Ja, sehr wertvoll. Max, wie erlebst du das, so mit Tiefgang, Freundschaften oder Groups? Ja, sehr ähnlich. Also für mich der wichtigste Punkt ist sicher auch, wie du gesagt hast, Dave, das verwundbar machen. Dass ich eigentlich hingehe Mittwoch am Abend mit einer Bereitschaft, vielleicht auch den ersten Schritt zu machen, als Erster zu sagen, was mich gerade besonders beschäftigt, herausfordert, mir Angst macht, mich traurig macht. Und damit ich das aber machen kann, braucht es unbedingt eine feste Vertrauensbasis. Ich weiß, was ich von anderen Leuten in der Small Group höre, das erzähle ich nicht weiter, das behalte ich für mich und das bleibt in der Small Group. Und genauso vertraue ich auch allen anderen in der Small Group, dass das, was ich ihnen erzähle, sie bei sich behalten. Und ja, ich denke, das ist was sich ja auch sich mit der Zeit entwickeln musste, dass wir irgendwie an diesen Punkt gekommen sind. Aber das ist für mich so das Fundament. Und das ist so das, was ich als Teilnehmer machen kann, um dazu beizutragen. Das andere ist vielleicht eine Frage an dich. Du leitest die Small Group, ja. Zack, und Druck. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube auch, dass, wo ihr beide gesagt habt, Authentizität, die fördern und auch ehrlich einmal von sich erzählen. Weil, ja, ich glaube, jemand muss wieder den ersten Schritt machen.
Und das ist einladend. Und das andere, wo ich auch fest glaube, und vielleicht jetzt auch noch mehr auf Freundschaften bezogen, ist einander Fragen stellen. Und Fragen stellen ist für mich nicht einfach Neugier, sondern Fragen stellen ist für mich Interesse zeigen und schlussendlich eine mega Wertschätzung. Und ja, ich glaube, dass das hilft mega, die Wertschätzung, das Interesse zu zeigen und vielleicht sich vorher einmal überlegen, was will mich jetzt noch wundern? Ich weiss, als ich Teenie war, ist mir das manchmal schwierig gefallen, so, was stelle ich jetzt für Fragen, wenn ich eine Kollegin treffe. Und ich habe mir vorher bewusst im Auto überlegt, wo steht die Person vielleicht, 2, 3 Fragen, wo ich so ein bisschen in die Tiefe komme. Und irgendwann ist das so normal geworden. Und ja, und ich glaube, das hilft einfach, um ein bisschen tiefer zu graben und ein bisschen mehr erfahren. Also wenn einfach eine Person erzählt und dann erzählt die nächste Person und es sind eigentlich 2 Monologe, die so ein bisschen aneinander kommen, genau. Was nicht unbedingt falsch ist, aber ich erlebe das sehr stark, dass ich so in die Tiefe komme. Genau. Dann der Gottesdienstbesuch, so die Gewohnheit. Wenn Leute vielleicht sagen, hey, ich habe gar kein tiefes Gespräch am Sonntag oder ich erlebe nicht so einen Tiefgang, würde es mich wundern, wie ihr das so erlebt und was eure Überzeugung ist bezüglich dem Gottesdienstbesuch. Susanne, bist du da? Ja, das begreife ich, das kann ich nachvollziehen, dass man am Sonntag vielleicht kein tiefes Gespräch führt oder nicht so eben in die tiefen Gespräche kommt. Ich frage mich, ob das wirklich der Ort ist oder ob der Gottesdienst für etwas anderes da ist. Ich glaube, wir kommen zusammen zum Anbeten. Anbeten tun wir auch durch Predigt, durch den Worship, durch Kollekte, durch unsere Gespräche miteinander. Das ist alles Gott die Ehre geben. Und ich glaube, das ist das Zentrum. Und die tiefen Gespräche, die können vielleicht dann eben auf dem Waldspaziergang stattfinden oder in der Small Group. Mhm. Ja. Max, wie siehst du das? Ja, also wenn jemand sagt, Sonntag habe ich keine tiefen Gespräche, dann würde ich ganz provokant sagen, ja, ich auch nicht. Nicht immer. Also oft bin ich sonntags hier, gerade nach dem Gottesdienst, und genieße einfach die Zeit mit meinen Freunden. Wir haben lustige Gespräche, wir machen Quatsch, wir essen schön zu Mittag. Es ist super, ich genieße es sehr. Tiefe Gespräche habe ich auch eher mittwochabends in der Small Group oder halt, wenn ich mich wirklich 1:1 mit Freunden treffe und dann wirklich in die Tiefe gehe. Am Sonntagmorgen erlebe ich Gemeinschaft viel mehr dann auch im Rahmen vom Gottesdienst, jetzt direkt mit Gott einerseits und andererseits auch zu den Leuten, entweder im Gebetsteam oder im Worship. Aber das sind alles Sachen, wo ich mich selber dazu entscheiden muss, wo ich selber einen Schritt machen muss und überlege, okay, wie möchte ich den Gottesdienst für mich gestalten sozusagen. Ich muss mich entscheiden, im Lobpreis erstmal alles andere hinten anzustellen und Augen nach vorne richten. Ich muss mich entscheiden, auch wirklich den Schritt oder den kurzen Weg dahinter vom Gebetsteam zu machen, um dann mein Anliegen zu schildern und für mich beten zu lassen. Das sind alles Dinge, die ich von mir aus tun muss, aber so erreiche ich Tiefe im Gottesdienst. Und um vielleicht noch ganz kurz den Naturwissenschaftler raushängen zu lassen, beim gemeinsamen Musizieren, habe ich gelesen, gibt es das Phänomen, dass sich da Gehirnwellen miteinander synchronisieren. Und so spüre ich persönlich, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, ich persönlich spüre da sehr eine Gemeinschaft, eine Verbundenheit mit gemeinsamen Singen und Musizieren. Ja, mega schön. Susanne, du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass du den Tiefgang im Miteinander erlebst. Würdest du dazu noch etwas sagen, wie das? Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin gerne mit mir allein unterwegs und manchmal kommt mir gar nicht in den Sinn, dass wir etwas auch ins Zweite machen könnte, weil ich finde, ich gehe jetzt. Und ich glaube auch, dass wenn ich alleine worshipe mit meiner Lagerfeuergitarre, dann die Wirkung oder die Bedeutung, der Wert ist gleich gross, wie wenn wir das hier machen. Aber da in der Kirche ist es einfach potenziert. Wenn wir das alle miteinander machen, dann hat es einfach eine grössere Kraft. Gerade in dem Lied, das wir vorhin gesungen haben, das entfaltet eine ganz andere Wirkung nochmal für mich selber. Und es ist doch auch das, was im Prediger 4,12 steht. Einen allein, das ist schon okay. 2 miteinander ist schon viel besser und ein 3-faches Seil kann man nicht verreissen. Also auch die gemeinsame Kraft, die das entwickelt, die dann wieder auf mich zurückwirkt und die ich erleben darf, das ist schön. Das ist genial, ja. Das ist wirklich etwas so Übernatürliches, gell? Ich habe das auch so ermutigend gefunden in dem Zeugnis, das Joni am Start vorgelesen hat, von der Person, die eigentlich Zeit allein gebraucht hätte.
aber wo dann da ankommt und mit gefüllten Pneus darf heimgehen. Und das ist so ermutigend, so schön, wo der Tiefgang da drinnen gefunden hat. Ja. Hey, wir kommen jetzt zu der Schlussrunde in dem Tag, wo ihr zum Schluss, wenn ihr wollt, einfach noch uns weitergeben dürft, wenn ihr uns etwas weitergeben wollt, was euch vom Herzen ist. Und ich starte gerade. Ja, was mir wichtig ist und ich so auch für mich mitnehme, ist, wie ich am Anfang gesagt habe, Gemeinschaft, das sehen wir wie so ein Faden durch die Bibel durch, wie ein Gott von der Gemeinschaft, der Gemeinschaft liebt und für Gemeinschaft steht und Gemeinschaft ist. Und ich glaube, das bedeutet für uns oder für mich, dass ich das zur Gewohnheit machen will, wie andere Sachen in meinem Leben auch eine Gewohnheit sind. Und zwar, wie es mir helfen soll, mich auf Jesus auszurichten. Aber was ich mich immer wieder daran erinnere, ist, die Gewohnheit ist ein Mittel zum Zweck. Die Gewohnheit ist eigentlich nicht das Ziel, sondern es ist das Mittel zum Zweck, dass ich aufblühen darf. Es ist das Mittel zum Zweck, dass ich gottwärts ausgerichtet sein in meinem Leben. Es ist das Mittel zum Zweck, dass ich Schritt machen in meiner Nachfolge. Und ich glaube darum und bin überzeugt, dass die geistliche Gemeinschaft eine gute und eine erfüllende Gewohnheit ist. Max, willst du weitermachen? Gerne. Mir ist im ersten Worship-Block noch eine Sache in den Sinn gekommen zu der Frage, was bringt es mir oder wie ist es, ob ich es mal einfach nur anderen Leuten was bringe. Und ich glaube, in der Gemeinschaft ist es immer beides. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen gleichzeitig. Mein Gymnasium war unter katholischer Trägerschaft, das heißt, wir hatten hin und wieder sowas Ähnliches wie Gottesdienste. Und eine Übung oder eine Sache ist mir daraus in Erinnerung geblieben, die ich vielleicht auch mal bei den Teens einbringen werde. Nämlich nannte das Tragen und Getragen werden. War einfach, jeder hält die linke Hand hin, alle stehen so in einer Reihe oder im Kreis und dann lässt jeder seine rechte Hand in die linke des anderen fallen und trägt gleichzeitig die rechte von der Person neben sich. Und ich finde nach wie vor, das ist ein wunderschönes Bild, dass immer wenn ich da bin, kann ich jemanden tragen. Mindestens durch meine Anwesenheit reicht vielleicht nicht, wo es mal jemanden anlächle, ein Kompliment mache oder wirklich mal tiefer nachfrage, hey, wie geht's dir, was beschäftigt dich gerade? Und gleichzeitig, dadurch, dass andere Leute da sind, werde ich auch immer mitgetragen und werde jeweils wieder erfüllt, ermutigt, tanke auf, dadurch, dass ich mit anderen Leuten interagieren kann. Mega schön, danke. Ja, mega schönes Bild, wirklich sehr, sehr stark. Mein Punkt ist wirklich so, dass man das den Leuten, die es vielleicht ein bisschen ähnlich geht wie mir, wo viel um die Ohren hat, vielleicht auch viele Beziehungen hat und so, sich immer wieder mal angeht und bewusst und in Ruhe überlegt, wo investiere ich meine Zeit, was sind Prioritäten, wie stehe ich zu der Small Group, zum Gottesdienst, welche Beziehungen möchte ich mehr fördern und vielleicht auch, welche Beziehungen muss ich ein bisschen zurückstellen. Und dass man bewusst die Überlegungen sich macht und nicht einfach nur so im Flow ist und es passiert einfach so ein bisschen, wie es passiert, sondern dass man bewusst die Priorität immer wieder hinterfragt und vielleicht auch neu setzt. Ich will noch etwas aufgreifen, was Max vorher gesagt hat, mit dem Mitgestalten. Das finde ich das Schöne daran und das Wichtige daran. Wir haben eine Kirche, wo nicht einfach ein Pastor angestellt ist und dann ist gut, sondern wir alle sind Kirche, wir alle machen Kirche. Wir haben 40 Leute, die miteinander Kirche machen. Und wenn mir etwas nicht passt, dann finde ich, das ist nicht so und das andere ist nicht so. Ich kann aufstehen und das Maul auftun und aktiv werden und mich beteiligen und verändern und mitgestalten. Das ist die grosse Chance. Und das ist schön, wenn wir alle die Chancen ergreifen und miteinander Kirche gestalten. Hey, cool. Danke vielmals für euren Einblick, für eure Offenheit, auch dass ihr da hochgekommen sind und ja, auf das Sofa gesessen sind. Kostet auch etwas. Und ich habe es mega bereichernd und einen super Tag gefunden. Danke euch. Komm, wir geben Ihnen einen herzlichen Applaus. Ja, wir haben jetzt einiges